Guten Morgen, liebe Kinder, zum dritten Teil von Wir bauen uns ein Lied. Wir machen heute die Drums, also das Schlagzeug und den Bass. Ich muss vorweg schicken, dass nichts, aber auch rein gar nichts, einen guten Instrumentalisten ersetzt. Speziell beim Schlagzeug, obwohl man muss sich echt fragen, ist ein Drummer ein Instrumentalist? Beim Schlagzeug ist es so, ist es sehr aufwendig, es aufzunehmen. Das heißt, man braucht ein vernünftiges Studio, einen gut klingenden Raum, man braucht Mikrofone und man braucht ein Budget. Das haben wir alles nicht. Also behelfe ich mich. Ja, was soll ich jetzt sagen? Mit einem Produkt aus Schweden, was für mich einer der besten Schlagzeugmodule ist, die es im Moment gibt. Hier seht ihr das Schlagzeugprogramm. Ich sage den Namen nicht, viele werden es wahrscheinlich erkennen. Ich gehe mal durch die einzelnen Sounds. Dann habe ich noch einen Schlagzeugerwitz für euch. Woran erkennt man, wenn man in einem Raum sitzt, dass vor der geschlossenen Tür ein Schlagzeuger steht und anklopft? Er wird schneller. Schlagzeug. Das habe ich vorbereitet. Ich habe jetzt hier in dem Sequenzerprogramm Pro Tools das Schlagzeug programmiert. Das seht ihr oben, wo Verse und Bridge steht. Und das sind die einzelnen Teile für Intro, Pre-Chorus und Chorus. Kommen wir jetzt zum Bass. Man sagt ja von Bassisten, dass sie nicht unbedingt die hellsten Kerzen auf der Torte sind. Es ist nicht von mir. Ich möchte mich jetzt schon bei allen Bassisten entschuldigen, aber das sagt man so. Ich kenne eigentlich auch nur komische Bassisten. Das ist ein Bass. Das ist eine Teufelskiste. Damit kann man Gitarren und Bässe aufnehmen. Den Tipp hatte ich von einem sehr netten Musikerkollegen aus Emden, Detlef Jansen. Und ich muss sagen, das Ding ist unfassbar. Ich werde das morgen bei den E-Gitarren nochmal genauer erklären. So, jetzt haben wir Bass und Schlagzeug fertig. Also brauchen wir jetzt noch die Gitarren. Die machen wir morgen. Morgen ist der 4. Teil. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit den E-Gitarren. Allererst.